Herzlich willkommen zu Viva la Movieillusion, dem besten Podcast der Welt. Und heute geht es auch um einen der besten Animes der Welt. Oder, Kane? Auf alle Fälle einer der besten Animes, die ich bis dato gesehen habe, ja. Schön, dann sind wir für heute schon wieder fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wird jetzt so ein schlechter Running Gag mittlerweile. Nein, ich habe noch nicht mit Black Mirror angefangen. Ah, stimmt, das ist der nächste Running Gag. Es geht heute um den Film Prinzessin Mononoke vom Studio Ghibli aus dem Jahre 1997. Ein japanischer Anime vom Zeichner Hayao Miyazaki. Sehr gut gesagt. Du bist ein Native Speaker, oder? Hayao Miyazaki. Miyazaki. Ah ja, okay. Kane, um was geht's denn in diesem Film? Hast du nicht gesehen? Geht es vielleicht um den jungen Prinzen Ashitaka, der aus einem Emishi-Stamm kommt und bei der Verteidigung seines Dorfes gegen den Angriff von einem Dämon, und zwar einem riesigen Keiler, von einem tödlichen Fluch befallen wird? Fragezeichen. Das kann ich bejahen. Gut. Was erlebt denn der liebe Prinz Ashitaka, wo ich vorhin schon wieder den Namen falsch gesagt habe? Ashitaka. Mittlerweile sind sie alle dran gewohnt, dass wir keine Namen sagen können. Es geht um den jungen Prinzen Ashitaka, der sein Dorf verteidigt, und zwar gegen einen Dämon. Und dieser Dämon, das ist ein riesiger Keiler, und bei der Verteidigung von diesem Angriff wird er von einem tödlichen Fluch befallen. Und zwar ich glaube, es ist der rechte Arm. Ja, genau. Und wie äußert sich dieser Fluch? Sein Arm macht manchmal einfach, was er will. Das heißt, er fängt zum Vibrieren an und pulsiert und kann dadurch gewaltige Kraft entfesseln. Das sieht man auch einmal, da schießt er dann einen Pfeil gegen ein paar Angreifer und dem Angreifer schießt er dabei dann gleich mal die Hände weg. Oder die ganzen Arme sogar. Genau, beide Arme ist aber ordentlich abgetrennt. Ja, das heißt, der Ashitaka begibt sich auf die Reise, um andere Dämonen zu finden oder was sind denn das? Das sind Götter zum Teil. Waldgötter teilweise. Genau, so dass er so Tiergötter trifft, um sie halt darum zu bitten, dass sie ihm von dem Fluch erlösen. So, was hat jetzt das mit der Prinzessin Mononoke zu tun? Die Prinzessin Mononoke oder auch einfach nur San genannt, die lebt nämlich im Wald bei den Wolfgöttern, nenne ich es jetzt einfach mal. Wurde da vom Oberwolf großgezogen, weil sie damals im Wald ausgesetzt wurde und sieht sich selber auch gar nicht als Menschen. Und der Ashitaka, der sieht sie da irgendwann und wie sollte es anders sein? Natürlich findet das gleich scharf, möchte ein bisschen Kontakt aufbauen zu dir. Letztendlich hat sie eigentlich gar keinen Bock auf Menschen, weil die halt scheiße sind, wie meistens. Er kann da aber nicht von ihr lassen und stellt sich dann auch ordentlich zwischen einige Angreifer und sie, als sie versucht, ein Attentat zu verüben, so nehmen wir es jetzt einfach mal. Und dadurch beginnt dann auch, bei dem Attentat beginnt dann auch ihre gemeinsame Reise, sage ich mal. Genau. Der Ashitaka kommt nämlich zu so einem Dorf, was machen die da? Die tragen Metalle ab, die brennen den Wald nieder und haben dadurch halt immer wieder es auch mit diesen Tiergöttern zu tun und müssen praktisch ihr Dorf oder ihre Festung mehr oder weniger mit Feuerwaffen verteidigen. Das heißt, die schießen dann halt auch auf die Tiergötter und sind auch auf das hinaus, dass sie praktisch diese Tiergötter erledigen, damit sie in Ruhe ihr Eisen abbauen können. Wobei es ja noch, ich glaube sogar gesagt wird, sie wollen die Tiergötter oder den Obermacker zum Beispiel auch von dem erledigen, weil dadurch die Tiere dann alle wieder zu normale, dämliche Tiere werden und sie dann die Überlegenheit haben, dass sie es einfach nur noch abschlachten können, um sie als Nahrung oder für Fellverwertung oder sonst irgendwas zu benutzen. Wie dieser Film endet und was aus dem Ashitaka dann wird oder aus der San, das könnt ihr euch dann gern selber in dem Anime anschauen. Wir reden nämlich jetzt einfach darüber, wie er uns gefallen hat und er ist einer meiner absoluten Lieblingsanimes, weil ich den als Kind schon gesehen habe, wobei ich jetzt erschreckend beim neunten Anschauen bemerkt habe, dass der eigentlich gar nicht so kinderfreundlich ist und dadurch auch eine FSK 12
Freigabe bekommen hat, wobei wir haben uns den zusammen als Vorbereitung angeschaut und haben uns da beide ja teilweise angeschaut und haben uns überlegt, ob das nur FSK 12 ist oder nicht eigentlich 16. Ja, weil wie schon gesagt, er schießt halt ab und zu mal ja Arme weg und das ist nicht die einzige blutige Szene, die in dem Film vorkommt. Dabei kommt der Anime dann auch gar nicht mehr als Kindermärchen rüber, sondern das ist schon mehr ein Märchen für Erwachsene, was der Studio Ghibli abgeliefert hat. Ja, ich würde auch sagen, also einer der wenigen Ghibli-Filme, die ab 12 freigegeben sind und da immer vollkommen berechtigt und auch das mit dem, nicht gerade die Körperteile, die da teilweise wegfetzen, allein schon die ekelhafte Wulza am Anfang, wenn die dann da vor denen, wenn die Augen dann einfallen und da in so einem Schnelldurchlauf durchverwest und aus sämtliche Porens Blut rausläuft, für Kinder schon teilweise grenzwertig und wird sicher für so manche schlaflose Nacht von Kindern und ihren Eltern sorgen. Ja, also es ist absolut keine Empfehlung für Kleinkinder. Da kommt gerade sowas raus, wie wir geworden sind. Aber bei größeren Kindern vielleicht zusammen anschauen und vorher ungefähr mal wissen, wo man dann sagt, hey, schaut's mal da aus dem Fenster, da steht ein Reh. Einfach nur, damit es vielleicht die eine oder andere Szene nicht unbedingt sehen. Es kommen aber auch niedliche Viecher drin vor, wie zum Beispiel die, wie heißen's, die Waldgeister, die kleinen Knödelköpfe. Die Waldgeister, genau, Knödelköpfe. Oh, cute. Ja, davon gibt's nämlich circa 1 Milliarde Stück davon in dem Wald, wo dann der Ashitaka landet. Und die wackeln dabei immer wieder ihre Köpfe und hinterlassen dabei so Glockengeräusche. Genau. Ja, und haben eigentlich keinen größeren Sinn in dem Film, außer dass sie halt niedlich sind, da drin vorkommen und ja. Und einmal für den wegweisen sind sie aber auch einmal, gell? Das war ihre große Aufgabe, dass sie ihn durch den Wald durchführen, aus dem noch nie ein Mensch zurückgekehrt ist. Ansonsten sind sie, glaube ich, meiner Meinung nach einfach nur so da, dass man halt ab und zu mal sagt, Mai, schau hi. Genau. Oh, hoffentlich gibt's dazu Merch. Ja. Und den gibt's tatsächlich, habe ich schon gefunden. Ich wollte nur dazu sagen, ich finde nicht nur die optische Gewalt da, also eben nicht für Kinder geeignet, sondern auch, ich finde auch, was die oft sagen, vor allem die Wölfe, das sind so richtige Assis, die sind ja nur den frisse und die reiße den Kopf ab und als der Chihiro nicht der Chihiro, der Ashitaka da vom Pferd fällt, weil er verwundet ist, das erste, was mal, also er hat ihm geholfen, er hat die Samen da rausgeholt und hilft ihr und sie fällt runter und was ist das erste, was der Wolf macht, springt hin, beißt den Kopf und möchte ihm den Kopf abreißen. Und als er mal irgendwann aus der Höhle rausgeht, dann steht der große Wolf da und sagt gleich, ja, was er da möchte, oder so, das und das und ja, cool, weil wenn es nämlich geschrien hätte, dann hätte ich da sofort den Kopf abbissen. Die Wölfe, die haben auch eine aggressive Haltung die ganze Zeit, glaube ich, für Kinder auch nicht so cool, wenn die nur so aggressiven Scheiß hören. Das ist fast so wie Deutschrap. Macht natürlich das Ganze für Erwachsene ja ein Stück weit realistischer, in Anführungszeichen. Sobald man halt Tiergötter und Dämonen als realistisch bezeichnen kann. Absolut. Aber auch von Studio Ghibli einfach mein Lieblingsanime, vielleicht einfach deswegen, weil er so in die Richtung erwachsen geht. Prinzessin Mononoke heißt so viel wie Dämonenprinzessin. Mononoke ist nämlich eigentlich so ein Sammelbegriff für Geister, Dämonen, Ungeheuer und Gespenster, was ich absolut nicht von Wikipedia gelesen habe, sondern natürlich gewusst habe. Ja, weil es sind nämlich Experten im Bereich Japanisch und auch japanischer Mythologie. Darum kann ich da auch noch einen raushauen. Man wundert sich nämlich, dass der Chefwolf eine Frau ist, aber eine Männerstimme hat. Das liegt aber einfach daran, dass in der japanischen Mythologie gesagt wird, dass Wölfe und Hunde immer männliche Stimmen haben, egal welchem Geschlecht sie angehören. Ah. Ja, jetzt haben wir wieder fett abprotzen können. Der feine Herr Kane wollte nämlich unbedingt, dass wir den Anime auf Japanisch anschauen. Das heißt, da ist mir noch, also der den Film schon öfter gesehen hat, dann auch gleich aufgefallen, dass der Wolf irgendwie da keine weibliche Stimme hat, obwohl ja eindeutig von der Wölfin auch in den Untertiteln gesprochen worden ist. Ja, und du hast da gleich recherchiert, nicht schlecht. Ja, nein, das war japanisches Mythologie-Standardwissen bei mir. Ach so. Ja, das habe ich leider in der Grundschule nicht gehabt.
Ist aber, ich find aber tatsächlich die deutsche Stimme, sie könnte von einer Frau gesprochen werden, aber das ist eine Frau, die, glaube ich, 3/4 ihres Lebens mit einer täglichen Schachtel Kippen, einer Flasche Whisky und nur im Wirtshaus verbracht hat, sei. Die hat auch eine ultimativ tiefe Stimme, dass man schon für männlich halten könnte. Die wird da nicht mal meine Hand ins Feuer legen dafür, dass die nicht auch vom Mann gesprochen worden ist, der Chef Wolf. Aber im Japanischen fällt es im Originalton fällt es tatsächlich dann am besten auf, dass der Mann spricht. Und ja, der Corby hat mich da jetzt gerade als den Obernerd geoutet. Ich schaue Animes grundsätzlich immer auf Japanisch. Na, aber so heißt Obernerd. Ich meine, ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass die deutsche Synchronisationswelt sehr wenig sehr gute Synchronsprecher hat. Und halt auch gerade bei den Animes da manchmal nicht ganz so viel Wert drauf gelegt wird, dass man auch unbedingt unterschiedliche Stimmen hat. Genau. Wobei, also ich glaube, für 1997, da kann man wahrscheinlich nur von mehr Qualität reden wie heutzutage. Da muss man ja fast schon aufpassen, dass nicht ein Sprecher alles spricht. Ja, das ist ganz schlimm. Also vor allem, also die Ghibli-Filme, die stechen da allgemein schon positiv raus bei den deutschen Synchronisationen, aber was zum Beispiel Serien angeht, weil einige, die mit Animes unterwegs sind, so die üblichen Verdächtigen, mit denen man angefangen hat, Naruto, Dragon Ball, One Piece, die deutschen Synchros, erstens mal sind die ultra beschissen, schon von der ganzen Qualität her, zweitens sind sie halt auch wirklich dann fürs Kinderfernsehen synchronisiert worden. Wenn man sich dann nämlich das mal im Original anschaut und dann nochmal englische Untertitel einblenden lässt, da wird halt davon geredet, dass man dass etwa halt ein Arschloch ist und sterben soll, und im Deutschen heißt es dann einfach du doofer Doofkopf, hoffentlich verdoofst du noch mehr, so ungefähr wird das da gemacht. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, nein, ich bin raus, ich schaue mir das nur noch im O-Ton an und am besten mit englischen Untertiteln. Krass, die haben du doofer Doofkopf gesagt. Irgendwie sowas habe ich, glaube ich, bei einer Folge One Piece mal gehört. Also das war nämlich wirklich so der Knackpunkt, als ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich raus, abhauen mit dem Scheiß, ich möchte das jetzt nicht mehr hören. Ich habe es vorhin ja schon ein paar Mal erwähnt, ich erwähne es jetzt nochmal, ich habe den Film ja schon öfter gesehen, du davor noch nie. Sowohl du als auch ich kennen nur den ein oder anderen Studio Ghibli-Film, wie zum Beispiel Das wandelnde Schloss oder Chihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, Prinzessin Mononoke ist für mich der beste Ghibli-Film. Wie schaut's da bei dir aus? Du hast auf alle Fälle dann was gemeinsam mit dem Leonardo DiCaprio. Wow! Warum hat er mal das nicht gesagt, nachdem wir das letzte Mal miteinander telefoniert haben? Nein, Leo. Also, wie gesagt, dann habt ihr neben eurem ultimativen Reichtum auch noch den Film gemeinsam. Okay, gut, danke. Nein, für mich auch, ja, ich denke fast der beste, den ich bis jetzt gesehen habe. Ich überlege jetzt gerade, wie hieß denn der eine mit den Borger? Hieß der nicht irgendwas mit den Borger? Borger? Ja. Mehr Handlungen vielleicht? Ja, die borgen immer was. Da gibt's einen Realfilm, über so kleine Mini-Manschkerl, die bei echte Leute im Haus wohnen, und sie halt immer da Material von die Leute holen, die sie für irgendwas brauchen können, und dann wieder zurück in die Wände kriechen, in denen sie dann ihr Leben führen. Arietti, die wundersame Welt der Borger heißt der Film. Und der ist ziemlich simpel, erzählt eine große Geschichte, aber der ist trotzdem so herzlich gewesen, dass ich, also der ist ein bisschen so auf dem gleichen Platz mit Mononoke aufgrund von seiner Reife und auch von seiner erzählerischen Tiefe, weil die Figuren da wirklich nicht so das simple Gut und Böse wiedergeben, sondern du siehst eigentlich in jeder Figur auch was Schlechtes oder was Gutes. Man weiß zwar schon, die Tussi ist jetzt schlecht, aber sie hat trotzdem ihre guten Seiten, und man sagt, die Tussi soll die gute darstellen, aber sie hat trotzdem auch irgendwo die schlechten Seiten. Für ein Anime und für in Anführungszeichen ein Kindermärchen ziemlich reif, und deswegen ist der bei mir auch ganz oben, und auf der gleichen Ebene ist dann eben diese Arietti, weil das einfach eine super schöne, herzliche Geschichte gewesen ist. Können wir vielleicht auch mal besprechen, wenn du dann angeschaut hast, aber die zwei sind bei mir, die halten sich die Waage. Ich vermute jetzt mal, der ein oder andere, der die Ghibli-Filme erkennt, da sitzen und sagen, hey, die sagen überhaupt nichts über Totoro. Totoro ist doch Weltklasse, Totoro ist das Geiste. Leider, Totoro ist einfach Kinderfilm und auch von der Handlung her null vergleichbar mit Prinzessin Mononoke.
Oder auch. Trotzdem wunderschön. Ja, wunderschön, auf jeden Fall. Der Totoro selber ist eine toll ausgedachte Figur, aber ja, wie schon gesagt, ist so ein Kinderfilm und könnte wahrscheinlich auch in 30 Minuten erzählt werden. Und Prinzessin Mononoke ist einfach ein, ja, von der Handlung her, ja, Erwachsene-Märchen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Schön gesagt. Danke. Was haben wir sonst noch so für Fun Facts? Fun Facts nicht, aber mir wird allgemein so ein bisschen, weil ich mir da so ein paar Gedanken gemacht während dem Film, weil es eine ziemlich offensichtliche Background-Story hat, nenne ich es jetzt einfach mal. Wie interpretierst du die ganze Geschichte von dem Film? Was liest du da zwischen die Zeilen in dem Fall? Oder liest du überhaupt was zwischen die Zeilen? Weil mit dem Lesen hast du es ja nicht so. Es geht um Umweltzerstörung oder darum, dass eben die Menschen nicht genug haben können. Jetzt haben sie sich schon diese Eisenmine genommen, aber sie brauchen noch mehr und sie wollen sie einen unterkriegen lassen und lieber sterben alle Tiere dafür, als dass wir keinen Umsatz machen. Genau, super geil. Genau das habe ich mir auch gedacht. Und es ist anscheinend wie gesagt, ich habe noch nicht alle Filme gesehen aus dem Hause Ghibli, aber anscheinend ist das Thema Umwelt, Zusammenleben der Menschen, Tiere und der Natur ist dem Hayao Miyazaki ein wichtiges Thema gewesen, weil das anscheinend mehr Filme immer wieder angesprochen wurde von ihm, aber nie so mit dem ermahnenden Finger, sondern halt einfach immer in Form von schönen Geschichten. Und ich finde, also bei dem ist mir da echt ziemlich krass aufgefallen, dass das ein brutales Spiegelbild für die heutige Welt eigentlich momentan ist, weil man halt auch so sieht, wie der Keiler, der am Anfang infiziert ist, der ist ja durch die Tante aus dem Dorf, die da die Chefin ist und alles Abholzmilch und alles Umbringermilch verwundet worden und dadurch dann der Vogelaufer und zum Dämon worden und hat in einem ganz anderen Dorf Kasala gemacht. Und das finde ich recht eine schöne Versinnbildlichung für das, wie es eigentlich momentan anscheinend überall läuft, dass die Verursacher von dem ganzen Schaden das teilweise gar nicht zu spüren kriegen erst einmal und gar nicht mitkriegen, weil die Auswirkungen viel später ganz woanders und da dann dafür immer viel schlimmer auftreten. Und ich bin gespannt bei den anderen Filmen aus dem Ghibli-Haus, da werden wir jetzt demnächst wieder ein bisschen weiterheizen, wie viel Parallelen das man da los sieht. Aber in dem Film, also der Prinzessin Mononoke ist für mich ein Riesenspiegel für die jetzige Gesellschaft. Ja. Was den Umgang mit Natur und Tier angeht. Hast du gut erkannt. Ich bin brutal. Ich bin einfach brutal. Und es gibt natürlich nur ein Riesenthema, das in dem Film immer und immer wieder vorkommt. Leprakranke. Leprakranke, die habe ich auch gelesen, ja. Aber wir haben doch gar nicht so viele Aussätzige gehabt in dem Film, oder? Ich habe mich immer gefragt, ja, der war der eine Typ, der bei den Waffenproduzenten drin gelegen ist, der war ja auch befallen. Ja. Aber hat man da mehr Aussätzige gehabt? Da bin ich mir jetzt irgendwie, entweder habe ich mir da gerade... Der Typ, den du meinst, das war einfach derjenige, der schon kurz vom Verrecker war. Aber alle anderen, die in dem Raum auch drin waren, die haben ja auch Verbände gehabt und alles, die waren alle leprakrank. Weil ich bin da aber ein bisschen, das habe ich nicht ganz gecheckt, weil sie in Naruto, die haben immer einfach nur zum Style überall Bandagen dran. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob das einfach nur wieder so eine Modeerscheinung in dem Anime ist oder ob die da wirklich auch was haben. Ich glaube, dass Naruto erst nach 97 entstanden ist. Ja, vielleicht war dann Mononoke die Inspiration für den Bandagen-Style. Also tatsächlich ist Naruto 97 rausgekommen. Ja, sagst du das. Also, ich kann nichts dafür, dass ich die Hälfte gerade kapiert habe vom Film. Aber du hast ja noch nach einem tollen Funfact gefragt. Ich habe noch gelesen, dass sie die San, also diese Prinzessin der Wölfe da, die ist Vorbild gewesen für die Ahsoka Tano der Clone Wars Reihe. Und das merkt man an der Naturverbundenheit, die San eben aufweist und auch an ihrem Kampfstil. Das sind die beiden Inspirationen gewesen, wie die Ahsoka dann entstanden ist. Und beide waren Padawan von Darth Vader. Aber hallo. Das ist so ein fetten Spoiler ausgekaut. Oh shit, jetzt können sie die Leute Prinzessin Mononoke nicht mehr anschauen. Bam, bam, bam. Wenn am Ende dann der Todesstern kommt. Da ist richtig Party. Aber hast du die Clone Wars Serie schon gesehen? Ich bin immer noch ganz, ganz langsam dabei. Okay, aber ist dir das, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, fällt dir das auf, dass da Ähnlichkeiten sind? Ich muss sagen, San bzw. Prinzessin Mononoke sagt in dem Film relativ wenig für die Verhältnisse zu allen anderen Charakteren.
das kommt jetzt bei der Ahsoka in der Serie nicht so rüber. Ich bin aber erst in der 2. Staffel von Clone Wars und vielleicht entwickelt sich das auch erst noch. Ja, das ist tatsächlich so, wenn du es durchgeschaut hast. Wenn es irgendwann einmal anfängt, auf einem riesigen Wolf rumzureiten, dann sehe ich die Parallelen. Nein, das ist eine andere Parallele, die man dann sieht mit dieser Art von Naturverbundenheit zu Tieren und so weiter. Aber was, wie gesagt, beim Kampfstil finde ich, merkst du es auf alle Fälle dann, wenn man die beiden direkt im Kopf ein bisschen vergleicht. Und das mit der Naturverbundenheit, das merkst du erst später, wenn du da weiter fortgeschritten bist bei Clone Wars. Also sie wird definitiv kein Wolf in Hondo auf. Das werden sie anders widerspiegeln. What? Da kennt man keine Wölfe vor? What? Oh Mann, für was schei eigentlich Clone Wars? Gibt es da nicht so wolfähnliche Aliens sogar mal? Keine Ahnung. Du musst jetzt sagen, das kommt, glaube ich, in der letzten Folge vor. Aber du musst da alles anschauen. Unbedingt. Es kommt ja erst ist ein Post-Credit-Scene von der letzten Folge. Oh, okay. Was sagst du denn? Du bist ja auch der Kaiju-Godzilla-Film vor allem vor die alten, ja. Ne? Hast du zufällig die Melodie vom Anfang im Kopf, wenn die narische Wulsau angreift? Nein. Da musst du mal, hau da später mal kurz Netflix her und schalt dir den Anfang her. Ich finde allgemein, der Sound ist absolut herrlich und schön gewesen. Toller Soundtrack. Aber der Anfang, wenn der Assi-Wurm-Keiler da angreift, der erinnert mich so richtig an die ganz alten Godzilla-Filme. Voll geil gewesen. Okay. Da muss ich mal drauf achten. Gut, ich würde sagen, wir kommen schon zu unserer fröhlichen Runde, wo jeder sagen darf, was ihm gefallen hat und was ihm nicht so gefallen hat. Und ich fange einfach mal an. Was hat mir gefallen? Ich habe es vorhin schon ein paar Mal gesagt, es ist ein Erwachsenenmärchen mit einer tollen Story, die einen, nachdem man jetzt schon also ich glaube, wir haben schon locker 10 Mal oder so gesehen, trotzdem immer wieder mitreißt. Ich denke mal bei jedem Anschauen immer, boah, leck, war der echt so schnell, weil ich den irgendwie schon lang in Erinnerung habe, also von der Laufzeit her lang, aber es passieren ja doch immer die ganze Zeit Sachen, ohne dass irgendwelche Längen entstehen. Und das finde ich super, weil dadurch wird der Film halt einfach nicht langweilig. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er mir so extrem gut gefällt. Was ich nicht so gut finde, ist, wenn das Ganze schon ein Erwachsene-Märchen ist und wenn man sich das als Erwachsener anschaut, ab und zu mal zweifelt, reicht da nur FSK 12, hätte ich mir dann doch diesen letzten Schritt nur gewünscht, dass sie einfach sagen, okay, das ist jetzt ein Film, der ist für Erwachsene und ich zeig viel mehr blutigere Szenen, weil sagen wir mal, ich habe zwar irgendwo jetzt gelesen, er ist ab FSK 12, weil wenn man halt einen Krieg darstellt, dann kann man halt auch nicht ohne Blut auskommen. Okay, allerdings beim Anschauen ist mir jetzt das auch nicht aufgefallen, dass da so mega viel Blut gezeigt wird. Auch zum Beispiel in dieser Szene, und es ist für mich kein Spoiler, weil es halt sehr früh schon passiert im Film, wo er diese Hände abschießt, das macht er mit einem so sauberen Schuss, dass kein Tropfen Blut vergossen wird. Ob das jetzt real ist oder nicht, aber im Verlauf des restlichen Films kommt es relativ selten halt dann vor, dass die Leute mal bluten und wenn dann halt, weil es gerade eben verletzt worden sind, aber das ist jetzt da auch nie so übertrieben. Also von dem her, ich hätte mir da lieber noch mehr blutigere Szenen dann gewünscht oder halt wirklich diesen Schritt, dass man da sagt, okay, wir gehen jetzt in Richtung FSK 16, wenn jetzt sogar FSK 18, wobei da wäre wahrscheinlich dann schon fast zu übertrieben brutal. Ja, du musst dazu sagen, in Japan haben wir den nicht mit dem Ziel von irgendeinem harten Rating gemacht oder so, die haben ja einfach nur den Film in der Art und Weise gemacht. Ja, wie gesagt, die haben halt da ganz andere Hintergedanken wahrscheinlich gehabt als unser FSK. Die meisten ja, mittlerweile zwar besser, aber früher war das alles sehr... Ja gut, so, ich meine, du weißt ja nicht, ob die den Film nicht vielleicht dann doch ein bisschen angepasst haben. Ich meine, es gibt da gerade zum Schluss, wenn dann die Obergötter dann kommen, insofern es da Obergötter überhaupt gibt, ja dann doch Szenen, wo du dann nicht richtig weißt, soll jetzt das Blut darstellen oder ist jetzt das Wasser oder ist es irgendeine andere Flüssigkeit? Vielleicht war es ja in der ursprünglichen Version, die vorgesehen gewesen wäre, sowieso rot und nicht grün. I know what you mean. Aber okay. Freak. Das hat nur noch gefehlt.
Das soll deine Meinung sein. Ich werde da noch nicht einreden, aber ich werde da auf alle Fälle später mal eine dafür geben. Warum? Dann, ja, weil es mir ein bisschen aufregt, der Schmarrn, was du dafür erzählst. Was? Aber gut, Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ja, was mir besonders gefallen hat, ist, wie in fast jedem Ghibli-Film, der Zeichenstil. Ich finde, das sind immer absolut super schön malerische Bilder. Vor allem, wenn der Prinz da das erste Mal dann am Anfang aus seinem Dorf dann wegreitet, weil er auf der Suche nach Heilung ist, sagt man mal so die ganze weite Landschaft, und das ist einfach, sowas kann man sich wieder als Poster ins Zimmer reinhängen, und das ist in jedem Ghibli-Film mehrmals der Fall, dass man sich da Sachen einfach screenshotten sollte und als Poster aufhängen sollte. Und wenn ich was ankreiden müsste, dann wäre es bei mir doch anders als bei dir. Und zwar würde ich ihm die Länge ankreiden und sagen, dass ihm vielleicht 20 Minuten, es passiert zwar tatsächlich immer irgendwas bei den Sachen, aber ich würde sagen, 20 Minuten würden ihm gut tun. Kann aber nicht sagen, was ich von denen 20 Minuten, also was würde ich wegnehmen von dem. Mir ist er nur irgendwie doch ein bisschen zu lang, das liegt aber vielleicht daran, da bin ich wieder Mike, der andere Bauer von uns, dass alles, was über 1,5 Stunden Filmzeit geht, da tut mir schon wieder der Arsch weh. Dann müssen wir aber auf alle Fälle, und gibt's jetzt noch zum Schluss wieder mal unseren Triple Threat, auch wenn es ein Anime-Film ist, aber trotzdem haben wir wie immer raus. Also, Corby, gibt's Titten? Nö. Gibt's tote Tiere? Oh ja. Geleck, oh ja. Okay, und gibt's Trompeten entblößt? Nein. Okay, also leider nur Schauwert für tierhassende Sadisten. Kann man so sagen. Also wenn man es auf die 3 Punkte reduziert, dann leider ja. Mir fällt da jetzt übrigens gerade doch nur ein kleiner Funfact ein, weil wir jetzt doch ein bisschen über die Laufzeit geredet haben. Und damals der Super Weinstein, der den Film anscheinend für den amerikanischen Markt sich einmal rüberholen wollte. Ich glaube, wir haben am Ende nicht gekriegt zum Veröffentlichen, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Der wollte den auf alle Fälle übelst für den amerikanischen Markt zustutzen und kürzen. Und der Hayao Miyazaki war danach so lästig, dass er da saugrantig aus dem Besprechungszimmer ausgegangen ist und heimgefahren ist. Und dann haben sie ihm als Antwort später einen Samurai, einen Katana geschickt, auf dem draufgestanden, eingeprägt war, no cuts. Und auf die Frage später mal an den Miyazaki, ob die Geschichte so stimmt, hat er einfach nur gesagt, I defeated him. Finde ich ziemlich geil, dass der geile Anime-Regisseur sich vor dem riesen Koloss an Hollywood-Produzenten da nicht Eier rasieren lässt, sondern sagt, du kannst mir mal, du lüsternder Mistsack. Genauso wie wir das gesagt haben. Na, aber das war nur eine recht schöne Anekdote, die mir jetzt gerade nebenbei eingefallen ist, als ich mich ein bisschen über den Film informiert habe. Für das feiere ich den, finde ich geil vor allem. Ja, Studio Ghibli ist insgesamt ziemlich geil. Ja, absolute Weltklasse-Studio. Und was natürlich auch noch geil ist unser Podcast Viva la Movolution. Und ihr dürft wie immer alles, was wir produzieren, huldigen, anpreisen, abonnieren, ganz wichtig. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und sagt uns, was von dem Anime gehalten habt und welchen Anime wir eventuell als nächstes besprechen sollen. Wer weiß. Kani, weißt das du? Noch nicht, aber der Markt gibt einiges her. Ja, ich glaube, es gibt nur so 1 oder 2 andere Animes. Na, wir werden euch auf alle Fälle auch nochmal mit gezeichnetem Material überraschen. Also nicht von uns gezeichnet, also Besprechungen über gezeichnetes Material, so muss man sagen. Außer ihr fordert unbedingt, dass wir irgendwas zeichnen und selber ein Anime produzieren. Mit Geld, das wir dann geschenkt bekommen. Also Spendenkonten sind eröffnet. Die werden wir später nur über unsere Homepage bekannt geben. Genau. Und wir werden das dann weiterleiten an den Mike. Der kriegt von uns ein paar Buntstifte und der darf dann zeichnen. Yay! Gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Viva la Movolution Podcast. Der beste Podcast auf der Welt. Danke fürs Reinhören. Tschüss.